Sternli Luna und das glitzernde Rätsel im Wald. Es war eine stille Nacht. Hoch oben am Himmel hat das kleine Sternli Luna glitzert, wie jede Nacht. Die Welt unter ihr ist langsam ruhig geworden. Die Kinder waren im Bett, die Vögel haben geschlafen und sogar der Wind hat nur noch ganz leislich durch die Bäume geflüstert. Die Luna hat gerne in der Nacht heruntergeschaut. Sie hat gern zugelassen, wenn die Blätter geraschelt haben oder das Bächli irgendwo gelutschert hat. Doch heute Nacht war etwas anderes. Weit unten im Wald hat etwas glitzert. Nur ganz kurz. Bling! Und schon wieder verschwunden. Die Luna hat blinzelt. Hä? Was war echt das? Sie hat noch einmal geschaut und tatsächlich, bling! Ein kleines goldiges Licht. «Das muss ich mir anschauen», hat Luna gesagt. Also ist sie vorsichtig vom Himmel herabgeschwebt und in den Wald geflogen. Dort unten hat alles nach Moos, Holz und Nacht geschmeckt. Die Luna ist am Glitzern nach, aber jedes Mal, wenn sie näher gekommen ist, dann ist es verschwunden. Das ist ja komisch. Plötzlich hat sie auf dem Waldboden etwas entdeckt. Ein grosses Ahornblatt. Und auf dem Blatt sind silbrige Buchstaben gestanden. Die Luna hat laut vorgelesen. Ich bin da, wenn alles dunkel wird. Ich mache keinen Lärm und doch siehst du mich. Ich wohne am Himmel und im Herz von jedem Kind. Was bin ich? Die Luna hat die Stirne gerunzelt. Hui, das ist ein Rätsel. Sie hat überlegt. Vielleicht der Mond? Aber das hat irgendwie nicht ganz gepasst. Also ist sie weitergelaufen. Nicht lang darauf hat sie ein Füchsli angetroffen. «Hoi Füchsli», hat Luna gesagt. «Kannst du mir bei einem Rätsel helfen?» «Sicher», hat das Füchsli gesagt. Luna hat ihm das Rätsel vorgelesen. Das Füchsli hat ein bisschen überlegt. «Ich glaube, die Antwort hat etwas mit dem Himmel zu tun.» «Danke», hat Luna gesagt. Aber sie war immer noch nicht sicher. Also ist sie weitergelaufen. Bald hat sie auf einem Ast die Eule Alma entdeckt. Die Eule hat gerade ihre Flügel geputzt. «Eulen Alma, ich suche die Lösung von einem Rätsel.» Sie hat das Rätsel noch einmal vorgelesen. Die Eule hat langsam genickt. «Es kommt in der Nacht vor», hat sie gesagt. «Aber mehr weiss ich leider auch nicht.» Die Luna hat sich bedankt und ist weitergezogen. Mittlerweile war sie schon fast ein bisschen gefrustet. Aber plötzlich ist ein Wölkchen über den Baumspitzen vorgekommen. Es war ein kleines, flauschiges Wölkchen. «Wölkchen, weisst du vielleicht die Antwort?» Das Wölkchen hat ein bisschen nachgedacht. «Die Antwort macht die Nacht schöner», hat das Wölkchen gesagt. «Danke», hat Luna gesagt. Jetzt hat sie 3 Hinweise gehabt. Es hat etwas mit dem Himmel zu tun, es kommt in der Nacht vor und es macht die Nacht schöner. Die Luna ist auf einem Baumstamm gehockt. Ringsum war alles ruhig. Die Sterne haben glitzert, der Mond hat silbrig geschonnen und plötzlich hat Luna etwas verstanden. «Natürlich!» Sie ist aufgesprungen. «Die Antwort ist das Licht. Das Licht der Sterne, das Licht vom Mond und das Licht, das jeder und jede in sich inne hat.
Gerade in dem Moment hat der ganze Wald angefangen zu glitzern. Auf den Blättern sind kleine Lichtpünktchen erschienen. Das Moos hat auch gefunkelt. Das Bächli hat glänzt wie Silber. Und überall haben kleine Lichter getanzt. Die Luna hat gestaunet. So schön! Dann hat sie etwas gemerkt. Manchmal findet man die Antwort nicht sofort. Manchmal muss man ein bisschen Geduld haben. Oder Freunde fragen. Oder einfach weitersuchen. Dann kommt die Lösung von ganz selber. Die Luna ist noch ein letztes Mal in den glitzernden Wald und hat hineingeschaut. Dann ist sie langsam wieder zum Himmel aufgeschwebt. Oben bei den anderen Sternen hat sie sich ihr Plätzchen gesucht. Sie hat noch einmal heruntergeschaut und weit unten im Wald hat alles glitzert. Die Luna hat gelächelt. Die Nacht ist voller Wunder. Und mit diesem schönen Gedanken ist auch sie langsam in die Traumwelt gegangen.